Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, in Teil 1 seht ihr die Reaction auf die Pressekonferenz vor dem Champions League Auftakt mit Manuel Neuer, in Teil 2 mit Vincent Kompany. Das Ganze habe ich im Livestream gestreamt, von daher kann es auch sein, dass ich das ein oder andere Mal auf eine Aussage aus dem Chat drauf eingegangen bin, nur dass ihr euch nicht erschreckt, warum ich auf einmal auf irgendwas anderes eingehe. Gut, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Und damit wünsche ich euch nun viel Spaß mit der Reaction. Und dann gehen wir mal rein. Mit unserem, ja, wie soll man's sagen? Unseren geräuschlosen Kapitän, oder was? Aber ich bin mal gespannt, was er zu erzählen hat. Vielleicht erzählt er ja was zu seinen Preisen in seinem Forsthaus. Das scheint ja die Schlagzeilen mehr zu dominieren wie... Wenn die Champions League Hymne beginnt, dann ist für den FC Bayern die Saison erst richtig komplett. Erst richtig, ne? Runde vor dem Auftakt morgen in der Arena gegen Dynamo Zagreb. Heute mit dem Kapitän Manuel Neuer. Servus Manu. Servus. In die 16. Champions League Saison, glaube ich, gehst du. Ja. Wahnsinn. Ich habe nicht mitgezählt. Haben wir viel zu bereden. Also bitteschön, eure ersten Fragen. Es beginnt vorne der Einfachhalter Torben Hoffmann für Sky. Ja, Manu, ist ein neuer Rhythmuswettbewerb auf Champions League und wie sehr freust du dich drauf? Und nochmal eine zweite Frage, jetzt ist der nächste Rechtsverteidiger mit Boe verletzt, Nastani. Hat der Kapitän da so ein bisschen Mitspracherecht? Der Trainer, tauscht er sich aus mit dir, wen er möglicherweise... Ja, na klar. Oder? Ist doch normal. Hat der Nagelsmann doch auch gemacht. Na klar geht der Trainer zum Manu und sagt, hör mal Manu, sag doch mal, wen sollte ich denn jetzt als Rechtsverteidiger aufstellen? Ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung, ne? Bin ja noch ein ganz unerfahrener Kerl. Sag doch mal, wen soll ich jetzt als Rechtsverteidiger aufstellen? Ja, also ich weiß nicht, was manche Reporter morgens in ihren Kaffee sich schütten, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Wir sind doch nicht in der Kreisliga A, wo du zum Goalie gehst und sag mal, ey, wen würdest du denn jetzt da gerne haben? Was meinst du, wer passt denn da hin? Junge, Alter. hinten rechts jetzt einsetzt, Leimer oder Kimmich, also gibt es da auch einen Austausch mit dem Kapitän? Ja, erstmal zur Champions League-Saison. Also für uns ist das alles neu, jetzt auch so wie die Liga quasi startet. Ja, ist alles neu. Die Tore sind jetzt rund und der Ball ist eckig geworden, Leute. Versteht ihr? Ist alles neu jetzt in der Champions League. Und ich glaube, das Und warum ist eigentlich die Quali so schlecht bei uns wieder? Was? Katastrophe. Wichtigste am Ende ist, das Finale ist in München, wir wollen dahin und alles andere ist jetzt auch zweitrangig. Wir freuen uns auf diese Saison und Der Manu ist aber echt alt geworden, oder? Oder ist er noch nicht lange wach? wir werden alles geben, um dahin zu kommen. Ich glaube, der Trainer muss sich nicht mit mir austauschen, der hat, glaube ich, einen sehr guten... Wer hätte das nur gedacht, dass der Trainer nicht den Torwart fragt, wen er denn als Rechtsverteidiger aufstellen soll? Junge, Alter. Überblick über unseren Kader und wen er Der Manu hätte das gerne, so wie es beim Nagelsmann war. Ja, das hätte er gerne, aber nein. einsetzen kann. Ja, und da vertrauen wir natürlich auch in ihn und auch in den Spielern, die dann da stehen werden. Daneben Stefan Kumberger für Sport 1. Manuel, unter Vincent Kompany spielt ihr oftmals hinten Mann gegen Mann. Wie ändert sich da dein Torwartspiel? Musst du noch mehr auf der Hut sein, um rauslaufen zu können, oder wie adaptierst du das? Ich sag nichts, oder? Ja. Ich meine, man sieht den Unterschied ja nicht, oder? Oder ist jemandem aufgefallen, dass der Manu ein anderes Torwartspiel spielt jetzt unter Kompany? Weiß nicht. Sieht man das? Wo ein Manu so rumläuft, rumsteht? Ja, es ist natürlich abhängig davon, was auch der Gegner macht, ob der den Ball in den Fuß haben will, ob die Bälle in die Tiefe kommen und oft haben wir es wirklich so, dass wir 1 gegen 1 auch hinten spielen und dann ist es abhängig davon, auch wie die Laufwege des Gegners sind, wie ich versuche dann auch die Situation einzuschätzen, ob ich die Bälle antizipieren kann, ob ich rauslaufen kann, ob ich den Sweeper-Keeper machen kann oder auch nicht und dann... Den was? Den Sweeper-Keeper? Habe ich das richtig verstanden? Kann, ob ich den Sweeper-Keeper machen kann oder auch nicht. Den Sweeper-Keeper? Alter, das muss ich ja schon wieder klippen eigentlich.
Den Sweeper-Keeper. Okay. Ist das sowas wie XG-Wert oder was? Sweeper-Keeper. Jeeper-Keeper. Ach, ey. Ich bin, glaube ich, einfach nicht modern genug, oder? Für den aktuellen Fußball. Sweeper-Keeper. Ach, herrlich, Leute. Gerard, hallo. Ja, ist mir schon klar, was er damit meint mit Sweeper-Keeper, aber was sagt denn Sweeper-Keeper? Und dann ist es natürlich mit Ball auch nochmal ein anderes Spiel geworden, wenn wir Mannschaften haben, die gegen uns gegen eins spielen werden und uns versuchen zu pressen, dass ich dann auch meine Position anpasse und vielleicht auch ein bisschen höher als zuvor stehe. Aha, das ist dann der Sweeper. Der Sweeper-Keeper. Leute, dass Manu das kann, ich meine, das hat er schon früher gezeigt. Ja, das ist ähnlich wie Kimmich. Ich glaube, auch er kriegt da ein und, weißt du, er kann endlich ein halber Feldspieler sein. Genauso wie ein Kimmich, der 3 Positionen unter dem Kompanie gleichzeitig spielen darf. Perfekt. Ja. In der Mitte Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Servus Manu. Du hast dir jetzt ja im Sommer anscheinend einige Gedanken gemacht über die Zukunft, hast die Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Die große Frage natürlich auch, wie sieht es im Verein aus und wäre vielleicht dieses Finale der Horm in München ein würdiger Abschluss deiner Karriere oder ist das zu weit weg noch gedacht? Das ist zu weit weg, sagt er. Mein Take ist, er sagt, er ist zu weit weg. Ich fände es cool, ist mir heute noch durch den Kopf gegangen so. Für den super unrealistischen Fall. Da muss viel zusammenkommen, alles hin und her, ja. Wir gewinnen das Finale der Horm und verabschiedet Thomas Müller und Manuel Neuer. Also, auf was für einer größeren Bühne kann's ja denn dann gehen? So. Aber ich würde behaupten, dass es bei beiden nicht passieren wird. Ist auf jeden Fall immer ein würdiger Abschluss der Saison, aber dann wird es ja noch weitergehen, weil wir die Club-WM spielen. Na, guck mal. Aber wie gesagt, also dann kommt der europäische Supercup im nächsten Jahr und da ist schon die neue Meisterschaft da und wild. Hä? Ich habe es ja, glaube ich, auch schon in Interviews gesagt, dass ich jetzt nicht in die Saison starte, um am Ende auf Wiedersehen zu sagen und dass ich meine Karriere beende. Ich fühle mich sehr gut. Ich denke, bin leistungsfähig und spiele auf einem guten Niveau und die Zeit wird einfach zeigen, wie es um meine körperliche Verfassung steht, wie es dann weitergeht, ob es mir Spaß macht, ob ich gebraucht werde hier im Verein. Und ob der Verein mir weiterhin 22 Mille zahlen möchte dafür, dass ich den Sweeper-Keeper mache. Ich denke, das wird auch ein kleiner Grund sein, oder? Und dann schauen wir mal. Dann der letzten Reihe, Felix Rohde. Ansonsten stimme ich ihm natürlich zu, ja, wenn er die Leistung noch bringen kann. Leute, wir reden über Manuel Neuer. Punkt, ja. Und wenn er 45 ist und immer noch die Leistung bringen kann, als wäre er 25, ja, dann lass ihn spielen, bis er 45 ist. Wegen mir, alles gut. Ja. So, dasselbe geht für Thomas Müller. Aber dass das bei beiden vielleicht nicht mehr ganz so der Fall ist, ja, werden wir sehen. Wie er sagte, lass uns mal gucken, was die Zukunft bringt. So, wenn er das Leistungsniveau hat, es war auf jeden Fall wichtig, dass beide zurückgetreten sind aus der Nationalmannschaft. Weil das ist dann doch too much, finde ich. Erst recht, wenn wir halt so ein Gehalt denen zahlen, dann sollten die auch das Leistungsvermögen, was noch da ist, in den Verein pumpen und nicht noch in die Nationalmannschaft. Für Antenne Bayern. Hallo Manuel, Sie haben gerade schon angesprochen, dieses Finale der Horm. Wir haben schon zweimal gehört. Wie groß ist denn jetzt schon der Hunger, das wirklich nochmal erreichen zu wollen und nochmal erleben zu wollen? Sie haben es ja schon einmal gemacht. Damals war der Ausgang für den FC Bayern jetzt nicht so erfolgreich. Ja, ganz genau. Das war damals 2012 auch eine titellose Saison und das haben wir jetzt leider auch erleben müssen in der letzten Saison. Deshalb ist es auch immer ein Anreiz. Was danach kam, wissen wir alle. Aha, das ist dann immer ein Anreiz. Also brauchen wir immer erst eine titellose Saison, um dann Anreiz wieder zu haben, oder was? Manu. Das Triple mit dem Sieg in Wembley gegen Dortmund und ich glaube, die Motivation in den Spielern und bei uns in der Mannschaft ist einfach sehr hoch und das wollen wir versuchen zu erreichen und es wäre natürlich sehr schön, dass es in der eigenen Stadt passieren könnte und ich glaube, die Fans und wir alle auch an der Sebener Straße mit den Mitarbeitern, mit dem Team, mit den einzelnen Spielern sind sehr motiviert,
das auch zu schaffen. Und da müssen wir einfach schon im ersten Spiel auch unsere Hausaufgaben machen und versuchen von Beginn an auch in der Champions League da zu sein. Ja, was eine Frage, oder? Also ich denke, was gibt es Größeres im Vereinsfußball, wenn du ein Champions League-Finale in deinem eigenen Stadion haben kannst? Also ist doch klar, dass da jeder nochmal 10% motivierter ist wie in irgendeinem Bundesligaspiel. Also hatte ich ja auch einen in den Kommentaren, der irgendwie geschrieben hat, ja, ich bin mal gespannt, ob man in der Champions League dann auch so motiviert ist. War man ja sonst nicht so. Also ich glaube, wir haben noch nie ein Problem gehabt, dass wir in der Champions League nicht motiviert waren. Ja? Also, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Vielleicht kriegen wir einen einfacheren Weg ins Finale, ist mit dem neuen System wahrscheinlicher. Ja, das hängt ja davon ab, welche Platzierung du in dieser tollen Tabelle hast, ob dein Weg einfacher ist oder nicht einfacher. Ja? Umso weiter oben du stehst, umso einfacher wird auf dem Papier dein Weg sein. Es sei denn, irgendjemand performt super unter in der Liga und ist dann irgendwie weit unten, obwohl er einen viel, viel höheren Leistungsstand hätte, dann könntest du auch auf einen starken Gegner treffen. Aber ansonsten, umso weiter oben du bist, umso einfacher wird dein Weg werden. Das ist vollkommen richtig, ja. Kommt halt aus den Englischen. Was? Sweeper Keeper? Okay, Bild. Habe ich noch nie gehört. Aber gut, dann bin ich da auch wieder schlauer. Den Sweeper Keeper. Christian Kunz für die dpa. Wie wichtig ist denn ein guter Start jetzt gegen Zagreb und wie bewerten Sie die gesamten Gegner, die Sie in der Gruppenphase, also in der Ligaphase haben? Ja, erstmal muss ich sagen, dass es was Neues ist für uns alle und dass wir sehr gute Gegner haben. Das ist kein Geheimnis. Also ich glaube, wichtig wird aber dennoch sein, wie eben angesprochen, auch der Start. Ich meine, der hat uns jetzt auch in der Liga und im DFB-Pokal geholfen, dass wir jetzt 4 Spiele hatten, 4 Siege hatten und da, glaube ich, wird die Brust auch ein bisschen breiter. Da steht man anders auf dem Platz, kann sich auch anders präsentieren und zeigen und dementsprechend wollen wir das auch in der Champions League nicht verändern, sondern diesen Schwung einfach mitzunehmen in das erste Spiel zu Hause gegen Dynamo. Ja. Dann ein Gast aus. Manu, du solltest doch die Frage beantworten. Wie siehst du die ganzen gesamten Gegner? Ja, er hat natürlich vollkommen recht. Na? Wir sind gut reingekommen. Es geht jetzt darum, dass wir den Schwung mitnehmen, dass wir das Spiel gewinnen. 3-0 und alles ist tutti oder meinetwegen 4-1 oder 3-1 und dass der Flow weitergeht, das wird wichtig sein, ja. Aus Kroatien, ja bitte. Hello, Manuel. My name is Milan. I'm coming from Croatia. I gotta ask you, what do you know about Dynamo's team? What are their advantages and disadvantages? And if you can recall, because you had numerous Croatian players as your teammates here in Bayern, so if you can recall your memories about them, Mandzukic, Olic and the others. Ja, natürlich. Also ich habe jetzt nicht mit Mandžu, mit Ivica Olic oder so vorher gesprochen. Ich hätte jetzt auch vielleicht nochmal mit Ivan Rakitic sprechen können, aber sie haben ja gerade mit Hajduk auch gegen Dynamo gespielt und gewonnen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir unsere eigene Analyse machen über Dynamo. Ich wollte gerade sagen, als wenn der Manu, auch wenn er Kapitän ist, dann zum Trainer geht, pass mal auf. Ich könnte den Rakitic mal anrufen. Ja? Er hat ja erst vor einer Woche gegen die gespielt. Also, wild. Was soll er dann für Erkenntnisse liefern in der heutigen Zeit? Wo wir mit Sweeper, Keeper und progressiven Pässen gut aufgestellt sind. Also. Und auch wissen, welche Stärken und Schwächen der Gegner hat. Grundsätzlich ist es so, wenn eine Mannschaft gegen uns spielt, die nicht aus den Top 5 Ligen kommt, dann ist es immer hilfreich, schnell zu spielen, die richtige Position zu haben und dem Gegner durch das schnelle Spiel auch so unter Druck zu setzen, dass wir die eigenen Chancen kreieren. Dann wissen wir natürlich, dass die Nummer 10 halt ein sehr starker Spieler ist, auch Petkovic vorne in der Box ein starker Spieler ist, der mit beiden Füßen abschließen kann, der sehr groß gewachsen ist, auch eine gewisse Wucht mit reinbringt in den Strafraum und da müssen wir einfach aufpassen. Grüße gehen raus an Minjay und Opa, wa? Nächste Frage bitte. Fragewunsch. Nein, nicht der Fall. Naja, Claudio, alle klar zu besiegen in der Gruppe, bis auf Barca. Ich meine, wir spielen auch gegen PSG, oder? Ich weiß nicht, ob man den Anspruch hat, PSG klar zu besiegen. Also wenn man den Anspruch hat, PSG klar zu besiegen, dann musst du auch den Anspruch haben, Barca klar zu besiegen. Also. Weil nur weil Hansi Flick jetzt da Trainer ist, oder was?
Fall. Doch, hinten. Felix Röderer wieder, bitte. Letzte Reihe. Dieter, pass doch mal ein bisschen auf. Inwieweit bringt so ein Spiel wie Kiel jetzt nochmal richtig Schwung rein und Aufschwung vor dem ersten Champions-League-Spiel? Kann man da ein bisschen was mitnehmen oder blendet man das komplett aus? Nein, da kann man schon was mitnehmen, auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht auch immer darum, nicht nur die Spiele zu gewinnen, sondern auch um die Art und Weise, auch gerade wenn man an die Anfangsphase zurückdenkt, wie wir gestartet sind, in das Spiel gegangen sind, ein frühes Tor erzielt haben und dann nicht uns ausgeruht haben einfach und weitergemacht haben. Das war, glaube ich, schon eine... Hat er zu 100% recht, ne? Das war ja auch immer so das Problem letzte Saison. Ja, wir haben dann ein Tor gemacht oder auch mal 2 und haben dann so gesagt, ach, weißt du was, komm, jetzt setzen wir uns am Mittelkreis, packen die Karten aus und spielen Doppelkopf oder Schafkopf oder so. Und das kannst du machen, wenn du 4-5 gemacht hast, dann können wir da ja alle mit leben. Ja, deswegen hat er vollkommen recht, was er sagt. Demonstration gewesen auch von uns und das wollen wir versuchen natürlich auch gegen eine Mannschaft wie Dynamo mitzunehmen, so auch zu starten und ich glaube, dass auch Dynamo oft in der Fünferkette gespielt hat. Andere Mannschaften, gegen die wir jetzt auch gespielt haben, haben auch in der Fünferkette gespielt und da werden auch natürlich die Räume eng. Sie werden versuchen, es auch zu verdichten und gerade wenn man das schon in den Spielen zuvor auch erlebt hat, dann weiß man, okay, wo sind vielleicht die Schlüssel für uns, was können wir aus den letzten Spielen mitnehmen, was wir da schon gut gemacht haben und das wird uns dann vom Trainerteam auch immer noch mal aufgezeigt. Heiko Nitterer wieder, ja bitte. Manuel, du hast ja eine besondere Schalke. Geht ja immer noch das Mikro rum, wir haben es jetzt gesehen. Letztes Mal war ja schon das Gerücht da, dass wir jetzt mehrere Mikros haben. Ist ja gut, dass ich Pause gemacht habe. Schönen Abend und einen schönen Verbundenheit mit Leon Goretzka auch. Wie erlebst du seine Situation momentan? Er ist ja so ein bisschen hinten dran momentan, glaube ich auch nicht ganz glücklich, würde ich mal tippen. Nee. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der Leon nicht glücklich ist, wenn er nicht Fußball spielen darf. Wie siehst du seine Situation? Glaubst du, er kämpft sich wieder ran? Und was rätst du ihm momentan? Ja, also ich meine, im Grunde genommen leiden wir Spieler der auch mit, die ihn auch sehr lange kennen und auch ihn schätzen als Mensch. Ja, und unter Nagelsmann hätten wir den Goretzka auch in die Mannschaft gehoben, als diese Spieler, die mit ihm leiden. Und auch als Spieler, er ist, glaube ich, auch immer ein wichtiger Faktor auf dem Platz gewesen und deshalb wünscht sich natürlich jeder auch, dass er wieder auf dem Platz mit uns kickt und spielt und ich glaube an ihn, er ist auch bis in die Haarspitzen motiviert, das sieht man in jedem Training und ich bin fest davon überzeugt, dass seine Zeit kommen wird. Torben Hoff. Weiß ich nicht, ob man das so kommunizieren muss, aber gut. Wenn man das so kommuniziert, heißt ja im Umkehrschluss, dass ich einen der Spieler, die auf diesen Positionen aktuell spielen, ihr abspreche, dass sie da zurecht spielen. Weiß ich nicht, ob man das als Kapitän dann so klar formulieren muss, öffentlich. Weiß ich nicht. Hätte man auch ein bisschen... Aber okay. Wenn er sein Bro ist, war alles gut. Schwamm drüber. Ich meine, was soll der Manu auch sagen? Dem wurde ja vom Verein das Herz rausgerissen. Ja? Deswegen wundert es mich auch, dass er da noch so sitzen kann. Also, das ist ja auch schwer. Hoffmann wieder. Manuel, was sind die Vorzüge von Kompany, vom neuen Trainer? Was macht er möglicherweise auch anders, als es andere Trainer gemacht haben? Ich glaube, Punkt 1 und glaube ich mit der wichtigste Punkt, oder nehmen wir mal die beiden wichtigsten Punkte. Punkt 1 habe ich ja vorhin schon gesagt, meiner Meinung nach, dass einfach der Konkurrenzkampf ausgerufen ist. Und Punkt 2 hat Manu gerade beantwortet, dass der sich nicht von irgendeinem, nur weil er seit 15 Jahren im Verein ist und alles gewonnen hat in seiner Karriere, die Aufstellung diktieren lässt und sich da reinreden lässt. Ne? Sondern das ist der Kompanie und der sagt, wo es lang geht und Feierabend. Ne? Ich glaube, das war ein großes Problem die letzten Jahre bei uns. Weil dass der Verein alles versucht hat, haben wir ja gesehen anhand den Transfers, die getätigt wurden, immer wieder.
Ja gut, also die anderen Trainer haben uns taktisch gut eingestellt, genauso wie er uns auch taktisch gut einstellt. Ich glaube, die enge Verbindung und vielleicht, dass er auch selber Spieler auf höchstem Niveau war, das merkt man einfach auf dem Platz, in der Kommunikation, in der Art und Weise, wie man miteinander spricht. Und im Moment haben wir einfach diese Siegermentalität. Ist schon wild. Also das Argument, was er jetzt sagt, fühle ich 100%. Hätte man das Argument von seiner Seite aus nach dem Nagelsmann erzählt, hätte ich ja noch gesagt, ja, kannst du bringen. Aber nach dem Tuchel, weiß ich nicht. Ja, auch ein Tuchel hat nicht auf hohem Niveau Fußball gespielt, gehe ich ja mit. Aber Tuchel hat ja schon Erfolge da zu bieten gehabt als Trainer. Ja? Das ist auch wieder so ein kleiner Seitenhieb gegen den guten Thomas, hä? Ach, herrlich. Ja, vielleicht kann man Goretzka umschulen als Rechtsverteidiger. Chico, aber dann wäre es doch auch langweilig. Lass dem Neuer doch mal ein bisschen Futter geben. Wie gesagt, das Neuer, Leute, wir haben es die letzten Jahre miterlebt, oder? Wie das da in dieser deutsche Nationalmannschaftsklicke abläuft bei uns im Verein. So, deswegen war es halt wichtig, dass du jetzt einen Trainer hast, der das aufbricht. Ja, und ja, es ist ein bisschen schade für Leon, da gehe ich ja mit, dass er jetzt so der Leidtragende geworden ist. Ja, aber das Zeichen halt an diese ganzen Spieler war wichtig. Auf den Platz zurück, das hilft uns natürlich als Team, das haben wir uns vorher auch gewünscht. Ich glaube, so Spiele wie in Wolfsburg, die hätten wir vielleicht dann auch nicht gewonnen und das nochmal dann gedreht nach dem 2-1. Dieses Momentum, das hat einfach für uns dann gesprochen und ich glaube, das müssen wir jetzt einfach mitnehmen und das nehmen wir zusammen mit dem Trainerteam und in der Mannschaft. Das fühlt sich gerade sehr gut an und daran wollen wir weiter arbeiten und das natürlich ausbauen. Dann vielen Dank, Manu. Ich danke euch. Danke euch. Teil 1 ist zu Ende. Gleich kommen wir mit dem Perfektes Schlusswort. Teil 1 ist zu Ende, Leute. Danke für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.